dem Apero muss natürlich auch eine Vorspeise geben. Ich habe mich entschieden, dass wir Poulet-Schlägeli machen, auf 3 verschiedene Arten gewürzt. Liebe Patricia, ich bin mega dankbar, wenn du mir schnell hilfst. Weil der Mann muss ab und zu kontrollieren, ob der Grill auch schön warm ist und so. Aber ich zeige dir schnell, wie wir es machen. Ja, nicht, dass ich dich enttäusche. Auch hier ist die Idee wieder ganz einfach. 3 Schüsseln für 3 verschiedene in dem Fall. Sodeli. Du darfst ein bisschen schieben. Also wir brauchen auf jeden Fall Poulet-Schenkel. Richtig, ich habe jetzt Poulet-Oberschenkel. Okay, Oberschenkel. Die sehen so. Auch super. Sehen weniger Knochen, mehr Fleisch. Richtig, genau. Dann Poulet-Oberschenkel. Dann brauchen wir da mal die Honigmarinade. Super. Brauchen wir das Gückeli-Gewürz und das Herdöpfelgewürz. Und für welches war, zeige ich euch jetzt gerade. Ich bitte dich jetzt um Folgendes. Ich habe dir da auch noch Speck dazu. Eben, da... Kannst du ein bisschen variieren. Du hast noch mit so ein Speck rundherum. Aber wichtig ist, dass wir immer, beim Poulet haben wir ein Thema. Wenn wir da außen die Haut würzen, haben wir da innen keinen Geschmack. Und darum, das sieht jetzt ein bisschen brutal aus, wir nehmen die auf die Seite. Tun wir da unten gib mir ein bisschen guten Schmutz von dieser Marinade. Nur ganz wenig. Erbsengröße. Erbsengröße. Ah, so, Deli. Jo, schau mal. Es ist eine grosse Erbse. Sehr gut. Zuerst unten einstreicheln, dann auf dem Rücken ein bisschen einstreicheln. Und wenn es jetzt drinnen noch mehr gibt, und erst ganz am Schluss die Haut einstreicheln. Gut. So, Deli. Und dann wieder drauflegen. Genau. Auch wenn sie nicht mehr schön drauf geht, die wird nachher super knusprig. So, Deli. Soll alle auch Ich teilweise mit würde Speck jedem und noch eins mit Speck dazu machen. Gut. Einfach eins, da lange. Es geht ja dann auch darum, dass wir es zeigen können. Super. Einmal Herdöpfelgewürz nehmen und ihr werdet sehen, da wird es best. Außer da wird auch das Beste. Und da wird es allerbest. Also ich habe Gewürz super gern. Das hat mich zum Stedi gebracht. Das war mein erster Kontakt mit dem Stedi. Ich liebe die Marinade auch. Also Herdöpfelgewürz muss man hier nicht mehr reden. Da kennt alle, da weiß man, dass das gehört in jeder Küche. Aber das Herdöpfelgewürz über Poulet, da Genau. weiss noch nicht jeder, Das aber du weiss noch schon, nicht jeder, wo aber dazu du jetzt schaust. Und alle haben Potenzial, super zu werden. Ich hoffe, ich enttäusche dich nicht. Ich gebe es mir Mühe und soll schnell Hände waschen und Töpfchen gehen, waschen. gell? Für dich, wenn du da auch gut findest, dass der Mann ab und zu mal schaut, kontrollieren, mach unten ein Däumchen rauf. Wenn du es nicht gut findest, mach gleich ein Däumchen rauf, dass wir einen Haufen Däumchen rauf haben. In diesem Live-Kochkurs. Es verbrennt. Hoppa, ich kann schauen. Danke. Also ich tue ein bisschen so einigermaßen hier aufteilen. Dass man gleich, ich soll alle machen, gell? Du hast nichts mehr vor mit dieser Poulet hier. Du darfst gerne alle machen. Dann sind gerade Poulet sollte man immer gerade verarbeiten. Ja, und wenn es Reste bleibt, kann man lieber bröteln und morgen brötelt essen, oder? Also roh behalten. Ich gehe jetzt schnell schauen, was du Ja, machst. hast du schon etwa 4 Mal Bis nachher. gesagt. Ciao zusammen. Es verbrennt. Er hat gesagt, da mit der Marinade, ja, da hat er ja schon angefangen, und da Dings. Ich würde sagen, ich löse bei alles so erst. Nein, ich mache drauf so. Jetzt ist der weg. Ich kann so machen, wie ich will, richtig halten. Aber der Tipp ist wirklich wichtig, dass man unter der Haut auch würzt. Auf dem Grill geht es mega schnell. Pack, 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 zack, zack. Wobei Poulet muss man gut achten, dass es gut brötelt ist. Wenn man aber im Ofen macht, mache ich sogar ein bisschen Butter unter den Haut. Es hat hier schon Rezepte, wo ich das zeige, weil dann bleibt es wirklich schön saftig. Ich verteile zuerst alle Gewürze hier. Ich weiß nicht, ob er auch so gemacht hätte. Männer kochen ja ein bisschen anders. Er kocht auch nicht so oft. Ich verteile so und dann lege ich los. Hier, der Tipp ist wirklich gut. Also Haut so hier auflösen. Und dann kann ich noch mehr Gewürze hier nehmen. Schön drauf verteilen. Super. Fast die anderen Videos auch schon gesehen hast. Es hat noch andere Rezepte, die wir vorher schon zubereitet haben. Und es steht jetzt alles auf dem Grill. Also er muss kurz schauen. Schön unter der Haut und schön massieren. Eine Hand bleibt sauber hier. Man muss nicht alle 3 Varianten machen am gleichen Tag. Dann komme ich hier zu dem mit der Marinade. Auch da. Schön Hut lösen. Schön verteilen. Also wenn du die Marinade noch nicht kennst, dann empfehle ich es. Es ist gut alle. Also das Poulet-Gewürz schmeckt statt zwar Kückeli-Gewürz, aber ich kann das auch schlecht aussprechen. Die Marinade, auch wenn es schon offen ist, muss man nicht im Kühlschrank versorgen. Also darf wirklich in den Schrank, in die Küche, einfach nicht unbedingt dort, wo heiß wird. Aber es ist eine alte Innovation vom Stedi Senior. Er hat das damals erfunden, gemacht und es ist fantastisch. Es verhebt bis heute, weil es so gut ist. Und jetzt kommen wir zu dem Herdöpfelgewürz. Unter der Haut auch, hat der Stedi gesagt, also nicht vergessen. Oben dran,
Unten noch, hier das Gleiche. Ich tue die Haut hier noch ein bisschen besser lösen. Natürlich kann man das auch mit einem Löffel oder so verteilen. Wenn man denkt, oh nein, ich will das Poulet nicht in der Hand haben. Es ist besser, wenn man so drin massiert. Wenn du das nicht gern so machst, einfach Handschuhe anlegen. Da geht es auch. Das kann man machen. Ich habe dafür, dann nehme ich so 2 mit Speck. Speck sorgt natürlich auch dafür, dass es so saftig bleibt. Ne? Nehme ich die Haut hier so. Und da haben wir schön Zahnstocher, die in der Küche für alles gebraucht wird, nicht nur zum Zähneputzen. So, nehme ich nochmal eins mit Speck. Steht ich nicht da, dann sage ich das, was ich an dieser Stelle sagen würde. Speck ist Liebe. Jetzt mit der Marinade. So gut. Da muss man ein bisschen ziehen. Auch bei dem anderen habe ich einfach nicht gezeigt. Weil wenn ich einfach das so loslasse, das Poulet zieht zusammen so, oder auf dem Grill, wenn es heiß wird. Also ich ziehe zusammen, ich mache das ein bisschen wie so ein Gürtel, oder? Ein bisschen so eng ums Poulet, damit es nachher auf dem Grill dieser Speck immer noch hier bleibt. Also bei mir wäre so die Aufgabe, die mir erteilt wurde, ist gemacht. Jetzt warte ich, bis der Städte zurückkommt. Dann legt man das auch noch zusammen auf dem Grill. Ich kann gar nicht alles zusammen so allein tragen. Wir machen das zusammen auf dem Grill. Bis er kommt, kann ich auch hier kurz aufräumen. Ist ein Moment länger gegangen. Ja, Dafür ich weiß nicht, habe ich eine Überraschung mitgebracht. Ja, ich habe... Oh Mann. Für Ja. alle, die es nicht wissen, der Speck. Und mit Speck könnt ihr schauen, hat der Grill die richtige Temperatur. Das ist wie Blumen so, gell? Genau, so Speckblumen. Danke. Also ich gehe davon aus, dass es zum Essen ist, oder? Ja, natürlich. So knusprig. Schöner geht nicht. Es darf auch nicht so schön sein. Hauptsache, wir haben 3 verschiedene gewürzte Pouletschlägeli, die wir nachher super fein grillieren können. Und du? Kann ich sagen. Hast du super gemacht. Darf ich auch ein bisschen? Ach, Entschuldigung, ist nicht alles für mich. Danke. Also ich habe überall unter der Haut, gell, so wie du gesagt hast. Speck etwa die Hälfte. Ja, und dann würde ich sagen, wir können das auf dem Grill tun. Also, du Oder? musst halt alles Maul nehmen, das Temp frei hast. Geht's ab auf den Grill. Und du kommst mit. Komm mit. Also am besten haben wir den Grill einfach in der Nähe. Du kannst, wenn du so Ich hebst, heb's. hilfst du Tipptopp. mega. Du musst den Leuten noch Grüezi sagen, die sehen dich nur von der Seite. Grüezi, ich habe euch da So. unten gerade gesehen. Jetzt geht's weiter. Das feine Poulet, das wir vorher vorbereitet haben, geht jetzt hier auf den Grill. Ich habe das hier mit dem Herdöpfelgewürz gewürzt. Für alle, die sagen, ja, aber für das kannst du ja auch die Zange nehmen. Kann ich, muss ich aber nicht. Meine Hände sind super. Weil es geht um Folgendes. Ich merke so Sehr genau, gut. wo ich das Poulet hin tue und dass es gut Jetzt tun wir tut. duschen. So, sehr gut. Dann nehmen wir das nächste. Das sind natürlich die ganz schönen. Mit dem Kückeli-Gewürz. extra so, mit dem Gückeli-Gewürz. Wow, so fein. So fein. So. Und ihr seht auch, wie wunderschön dass das aussieht auf dem Grill. Einige mit Speck, andere ohne Speck. Genau. So. Und jetzt, Dann last mit but dem- not least, Honigmarinade. das mit der feinen Honigmarinade. Die tue ich jetzt bewusst ein bisschen näher ans Feuer, damit die ein bisschen schneller gehen, weil Patricia hat gesagt, sie hat Hunger. Nicht wirklich. Jetzt, wenn ihr daheim einen einfachen Ich Grill nehme habt, den Pilz weg. ein einfacher im Sinne von, kann ja sein, dass ihr einen Gasgrill daheim habt, der nur eine Etage hat oder 2 Etagen. Auch da, wir grillen immer etwa bei 180 bis 220 Grad. Plus, minus. Nicht unter 180, weil da geht es ewig. Gerade bei Poulet ist es wichtig, dass es durch ist. Aber so, ob jetzt das genau 190 Grad oder 192 Grad sind, spielt bei so einfachen Menüs nicht wirklich eine Rolle. Könnt ihr auch genauso gut machen auf einem Elektrogrill zum Beispiel. Weil am Schluss funktioniert es immer gleich. Ob ihr eine Plancha habt, die heiß ist, oder hier Holzkohlen, die heiß sind, oder einen Elektrogrill, der heiß gibt, oder einen Gasgrill. Am Schluss geht es um die Hitze, wo das Produkt kommt. Und jetzt machen wir zu. Die Hitze, wenn wir nicht verlieren. Genau. So, Sehr dann. gut. Jetzt lassen wir den wieder schön raufkommen und wir sind mal. sofort zurück. Patricia hat noch etwas. Schau jetzt. Hat es noch Platz? Wenn ihr eine Frau habt, dann passiert genau Folgendes. Hat es noch Platz? Da gibt es noch Fleisch, da gibt es auch noch. Ja, es sieht farbig aus. Schau mal, Und wir haben wunderschön. ein paar Faserstoffe. Faserstoffe. Oder einfach
Mais? Beide Mais. Patricia, möchtest du den Zuschauern noch schnell erklären, wie man Mais macht, wenn er noch frisch ist? Also, da habe ich einfach das Mais 10 Minuten gekocht. Und jetzt drauf. Und jetzt drauf? Ja, jetzt lassen wir richtig so bis braun karamellisiert. Ja. Genau. Und ihr seht ja selber, die Temperatur bleibt die gleich. Wir müssen jetzt einfach schauen, welches nehmen wir zuerst ab. Und dann gehen wir zwischendrin einfach wieder prüfen. Genau. Hey, bis nachher, es geht gerade weiter. So, dann wir schauen, wie es der Gückeli geht hier rein. Ihr seht, alles ist bereits schön, schon ein bisschen angebrötelt. Was ich jetzt noch mache, ist Folgendes. Ich möchte gerne, dass das Ganze ein bisschen schneller geht, weil ich habe hier hungrige Mühler zum Stopfen. Das kennt ihr auch, oder? Meine Patricia wartet schon den ganzen Tag, dass es endlich mal etwas gibt. Und darum tue ich jetzt, wenn wir jetzt hier schauen, die unteren, die sind schon ein bisschen weiter wie die oberen. Jetzt können wir die mal Dann mache ich das kehren. gleiche mit meinem Mais hier. Sehr gern. Oh, Und die sind hier zwar noch nehme nicht ich auch so- wieder von Hand und das an der Haut kann ich es hier super ziehen und kann es hier schön kehren. So. Damit die nachher ein bisschen schneller gehen, nehme ich da gleich die Zange für. Hoppa. Damit die ein bisschen schneller gehen, lege ich die. Haben wir da noch ein Platz da unten? Schon, gell? Ja. So, dann. Zum Glück haben wir da einen grossen Grill, dass sicher mal von jedem Eis so schnell wie möglich fertig ist. Darf ich Aber Überblick auch nicht hier, verlieren? ihr könnt keinen Booster-Knopf drücken, sondern es braucht Geduld im Grillen. Und genau darum müsst ihr so dickere Stücke, die könnt ihr dann auch ein bisschen länger drin lassen, weil je länger, dass ihr hier schön Ruhe habt, desto einfacher werden nachher die Sachen auch durch. Wow. Also, ich bin überflüssig da. Ich gehe zum nächsten vorbereiten. So, tipptopp, die lassen wir dort oben. Da unten haben wir schön voll. Super. Kurzer Moment Geduld. Es geht gerade weiter. So, dann müssen wir schauen, wie sie Gückeli machen und den Mais. Und ich warte immer noch. So, voilà, Wow. schau mal, das sieht doch schon mal fantastisch aus hier. Ich tue jetzt Ui. hier extra nur mal kurz drüllen. Übrigens, das Drüllen ist kein Wettbewerb beim Grillen. Also, geht nicht hin und drüllt die Sachen 30 Mal, weil es nützt nichts. Immer schön auf einer Seite Geduld haben, warten und nachher drüllen. So wie wir es jetzt hier gerade machen. Bei alles muss man Geduld Maiskölbli. üben, gell? Ja, das ist ja so. Wir haben auch einen Moment gebraucht zum Vorbereiten. Ah, guck mal, den Mais kann ich schon essen. Sehr gut. So, schau mal, das kommt wunderbar. Wenn ihr nicht wisst, wenn Gückeli durch sind, ist es relativ einfach. Ihr seht es dann, kannst du gerne noch mal ein bisschen drüllen, Ja. so dass das Weisse vorkommt. Da ist der Knochen, jetzt in dem Fall ist der Bulle Oberschenkel, und die Haut fängt sich langsam an zurückzuziehen. Dann seht ihr, dass er nicht gut ist. Seht ihr auch hier zum Beispiel. Oder es gibt eine sogenannte Fingerprobe. Fingerprobe bedeutet, wenn ihr draufhebt und es durchgehend heiß bleibt, dann ist es praktisch durch. Ganz einfach. Geht auch bei der Bratwurst, geht auch bei Servola, ist eigentlich immer das Gleiche. Und das zeigt mir jetzt eigentlich, die sind nicht so gut. Ich lasse jetzt noch ein bisschen drauf, einfach, dass wir ihnen noch ein bisschen Farbe geben. Sie sind noch nicht so schön farbig, wie ich es gerne hätte. Und bald sind sie parat. Bullenschlägeli, jetzt endlich fertig. Endlich. Insgesamt offen ist es knapp 15 Minuten gegangen. Temperatur, ich wiederhole es gerne nochmal, zwischen 180 bis 220 Grad. Einfach Geduld haben, bis... Jetzt muss ich da schnell eine Zange wegnehmen, sonst geht er nicht schön auf. Bis so Bis aussieht. es so aussieht. Wie jetzt. So cool. Oh, Voilà. mein Mais kann ich auch wegnehmen. Der Mais ist Mais für kann dich. ich auch wegnehmen. Sehr gut. Also, wieso? Ich hebe dir. Also, Teller, ich gebe dann dir kannst zuerst du mal alle die mit der Honigmarinade. Das ist gut. So, das ist sicher das hier. Dann haben wir das hier. Jetzt seht ihr auch, die Honigmarinade wird gerne ein bisschen dunkel. Das ist der Grund, weil sie ein Drittel Honig enthält. Das heisst, sie Karamellisiert. karamellisiert wie eine Mohren. So, das ist. Aber der Vorteil ist, auf dem Grill siehst du nachher, was drauf war. Perfekt. Und nehmen wir mal die weg, die noch so ein bisschen, seht ihr, Ah, die du sehen noch machst ein bisschen das so hell schön. aus. Das sind die mit dem Herdöpfelgewürz. Ich fange schon an mit dem Mais. Ist gut. Ja, genau. Und auch wenn ich jetzt das Ganze anschaue, sehe ich wirklich, die Sachen sind perfekt geworden. Hier in der Mitte haben wir das Gückeli-Gewürz. Und das hier müsste normalize sein mit dem Herdöpfelgewürz. Maiskolben dort ist ein bisschen dunkel geworden. Darf ich da geben? Das habe ich auch gern. Danke viel. Ich finde das auch fein. Weißt du, dann ist es richtig karamellig so. Und da haben wir noch die mit dem Gückeli-Gewürz. Die tun wir jetzt hier noch drauf. Und ich glaube, darfst du mal einen Maiskolben lassen, dann kann ich den da gerade zwischen rein tun. Schau mal, schön sind sie geworden. Wow, perfekt. Hoppa. So, Deli.
Voilà. Also die anderen sind auch schon weg, wir haben nur 2 Hände. Zum nächsten. Bullenschlägeli. Optimale Mahlzeit für Kinder, Frauen, Männer. Einfach so zwischendurch. Und zum Zwischengang. Ich wünsche jetzt einen guten. Vielen Dank, bis nächstes Mal. Es sieht super aus. Ich habe ein Stück mit Honigmarinade und Speck. Perfekt. Auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuschauen. Du hast jetzt gesehen, Bullenschlägeli, parat innerhalb von 15 bis 20 Minuten mit der Vorbereitungszeit. Einfache Geschichte. Gib uns ein Like, wenn dir das Video gefällt. Du uns teilen, abonnieren und unbedingt das nachkochen. Heißer Grillsommer wünsche ich euch und das kann man auch im Herbst machen. Einen guten! Hast du super gemacht. Danke vielmals. Und jetzt bin ich dazu gekommen zum Probieren, vor dir. Also jetzt können wir schauen, wer da sonst noch der Grillparty ist. Ist gut? Mhm.